Hallo YouTube, grüezi wohl. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Anfängervideo für Diablo mit kurzen 5-7 Minuten, wo ich euch das Wichtigste sage, was man so im neue Spiel. Weil ich gemerkt habe, jetzt in meinen letzten paar Streams, sind sehr viele neue Leute ins Diablo gekommen, wo mit dem Basic schon ein bisschen hapert. Es eigentlich simpel ist, wenn man sich ein bisschen eingelesen hat. Und mit 5-7 Minuten Video denke ich, decke ich das Gröbste mal ab. Also für alle, die schon Veteranen sind, müssen das Video nicht gucken, aber können es trotzdem liken und kommentieren, wenn sie noch was Besseres als Tipp hinzufügen möchten. Also als erstes, klar, ihr müsst eine Klasse wählen. Jetzt gerade mit dem neuen DLC ist natürlich der Paladin die stärkste Klasse, darum spielen die alle, ne? Das ist klar. Aber sonst könnt ihr eigentlich jede Klasse spielen. Am besten guckt ihr da mal bei YouTube-Videos, welche Klassen es gibt. Wenn ihr euch für eine Klasse geeinigt habt, dann guckt ihr am besten direkt für ein Bild, was ihr spielen solltet. Und dazu gibt es echt gute Seiten. Könnt ihr eigentlich bei vitablo.de draufgehen, der streamt auch. Mal vorbeischauen. Und er hat auch alles rund um Diablo. Und seine Website ist eben Tierlisten oder Builds. Und dann könnt ihr auf Builds gehen. Und dann hat er auch Endgame-Builds oder, was ihr halt am Anfang gucken sollt, Leveling-Builds, wie ihr besser auflevelt. Und da könnt ihr etwas nachschauen. Oder es gibt auch auf Maxroll verschiedene Builds, da könnt ihr auch gucken. Die sind auch dann unterteilt in Leveling oder Endgame und könnt es dann da anschauen. Und dann gibt es auch noch Mobalytics, wo ihr auch nochmal einschalten oder reinschauen könnt. Da gibt es von Mekuna recht gute oder von Rob alle streamen. Wenn ihr dann ein Bild habt, zum Beispiel machen wir jetzt mal schnell ein Bild, Endgame Paladin, und wir sind, hier habe ich es schon offen, perfekt, ich das nochmal rüber. Dann habt ihr ein Bild, dann startet ihr. Am Anfang könnt ihr aussuchen zwischen normal, hart, Experte, penetriert. Ihr merkt, ihr bekommt da einfach mehr Experience und mehr Gold. Die Monster sind auch stärker und auch bekommt mehr Legendary Items. Nachher in T1 kommt ihr Rare und Uncommon mehr. Steht auch schon, dann Toughness braucht ihr 2000. Das seht ihr zum Beispiel hier bei Toughness. Könnt ihr gucken, okay, habe ich das schon oder nicht. Und hier können auch schon die ersten. Genau. Dann geht es immer so weiter, höher, höher, und dann guckt ihr immer. Grundsätzlich könnt ihr euch immer eins höher gehen, wenn ihr merkt, ihr meldet die Gegner weg. Der läuft durch und alles stirbt. Sobald ihr merkt, die Gegner sterben nicht mehr oder ihr bekommt zu viel Schaden, geht eins zurück und spielt so weiter, bis ihr Level 60 seid. Das wäre quasi die Welteneinstellung. Dann Item. Wie, wo, was mache ich mit einem? Erstens, wenn ihr dann eben auf euer Bild geht, seht ihr zum Beispiel hier normalen Stats. Ich bräuchte auf meinem Handschuh Strength, Armor, Critical Chance und Maximum Life. Strength als Gear, also das sollte ein Sternchen sein, optimal. Wäre das Beste. Die paar Sachen sollten immer, 4 Sachen sollten eigentlich immer stimmen, aber ihr werdet das nicht am Anfang finden. Am Anfang habt ihr 2 oder 3 richtige, oder mal 4 richtige, etc. Einen könnt ihr immer ändern, das zeige ich euch gleich. Plus, ganz hier unten steht dann noch Arbiter. Das könnt ihr auch nochmal drauf rollen und das ganz untere Wingstrike Damage könnt ihr auch Schmied. Arbiter 42%, ihr werdet am Anfang nicht 42% haben, weil jedes Mal, wenn ihr beim Schmied Gegenstände zerstört, bekommt ihr diese legendären
Optionen und die leveln sich auch. Das ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel hier, ich habe diesen Handschuh gefunden, ich habe Strength, Maximum Life, Critical Chance und Damage over Time. Das Einzige, was jetzt quasi falsch ist, ich bräuchte noch Armor drauf. Das heißt, ich gehe mit dem Handschuh, mit dem Item, gehe ich als erstes zum Okulisten. Dann setze ich ihn hier rein und ich brauche ja hier, ne? Gott, habe ich Fehler drin? Oh, Chat. Fehler drin. Habe ich einen Fehler drin, Chat? Bild. Puppet, Windstrike, now 6 nil. Okay, ich brauche Puppet und Windstrike. Dann geht ihr hier drauf. Dann schreibt ihr Arbiter rein. Dann sucht ihr euch das aus. Hier drin, ihr könnt das auch, könntet es nochmal ändern. Dann hier. Und hier, Damage over Time brauchen wir nicht. Wir brauchen quasi Armor. Und dann könnt ihr immer so rollen. Bis mal Armor kommt. Das kann manchmal richtig lange gehen, manchmal geht es auch schnell. Papp, Armor. Jetzt haben wir einmal Armor drauf. 312. Das Maximum wäre 350. Rollt ihr einfach so lange weiter, bis ihr das Maximum erreicht. Das machen wir hier nicht, weil ich euch das einfach zeigen möchte. Dann geht ihr hier hin. Dann könnt ihr beim Tempering könnt ihr eine Offensive oder Utility drauf machen. Dann gehen wir nochmal zurück zum Bild. Gucken hier. Okay, wir brauchen Wingstrike Damage. Das ist eine Offensive, weil es Damage macht. Dann suchen wir das. Dann haben wir das hier. Dann seht ihr auch hier, wie das, wir haben 99% gehittet von 105. Dann machen wir es nochmal, 100%. Nochmal, 99. Nochmal, oh, jetzt haben wir hat ein Gea getroffen, das ist das Stärkste, was man treffen kann. Perfekte Vorführung ist. Manchmal schafft man das nicht, aber dann habt ihr immer hier noch Schriftrollen, wo ihr drücken könnt und weiterrollen könnt, bis ihr das Gea habt. In der Season richtig nice. Könnt euch eigentlich da immer ein Gea draufrollen. Macht ihr das eigentlich, bis das auch so einen Stern hat und dann habt ihr das. Dann geht ihr weiter. Wenn ihr den dann hier dann schon freigeschalten habt in der Season, könnt ihr das Item heiligen. Bedeutet, ihr geht zum Paladinmeister, hoch 10.000. Geht hier hin, schmeißt das rein und dann könnt ihr es heiligen. Wichtig hier, ganz wichtig, falls ihr eine Rüstung habt oder ein Schild, Schwert, Ringe, es muss vorher gesockelt sein. Und ihr müsst es auch vorher, was ich jetzt gerade vergessen habe, beim Schmied müsst ihr das auch masterworken auf 25 hoch. Das heißt, ihr geht auf die hin, drückt es hoch, zack. Jetzt haben wir gerade Strength getroffen, was auch sein muss. Jetzt haben wir Strength nochmal stärker gemacht, beim Handschuh sein muss. Und dann könnt ihr, ein sehr guter Dings, Beispiel, wenn ihr es eben vergesst, jetzt könnten wir es heiligen, ich mache das jetzt nicht. Ich will noch die 53 draufrollen, aber ihr könnt es heiligen und dann kommt ihr, wie zum Beispiel bei dem Handschuh, plus 11,7 Armor. Dann habt ihr nochmal etwas drauf. Bei legendären Items kann er auch euch was wegnehmen und ersetzen. Passiert leider. Kann passieren. Also wenn ihr ein Item findet, was perfekt ist, macht nichts. Wenn ihr es nicht riskieren wollt. Sonst könnt ihr mir auch immer fragen, wenn ich auf YouTube, Twitch, könnt ihr mich auch fragen. So kommt ihr zu eurer Ausrüstung. Das macht ihr mit allen Sachen. Mythic Sachen droppen manchmal bei Bossen oder es gibt auch Mythic Runs, wo man machen kann, einmal mit Goblins jetzt gerade und einmal durch heißt's hier durch die Unterstadt.
Da kann man auch Mythic Runs machen. Wenn ihr die machen wollt und gerade keine Siegel zum Beispiel hier habt für das oder auf Goblin Lauf machen wollt, könnt ihr auch bei mir auf dem Chat fragen und euch gratis mit. Genau. Was gibt es noch Wichtiges zu wissen? Skilltree könnt ihr auch im Planer alles nachgucken. Ich verlinke auch alles. Nehmt wirklich genau das, was im Planer steht und nachher das Paragon-Board. Macht einfach 1:1 nach, was ihr vorgegeben bekommt. Da eben wichtig, wenn ihr noch am Leveln seid, nehmt den Leveling-Planer. Der geht manchmal anders rum als der Endbild-Planer. Das ist auch wichtig, weil sonst beim Endbild-Planer sind halt schon viele Punkte schon vergeben, wo ihr beim Leveln eigentlich sparen solltet, weil ihr solltet vielleicht weitergehen und schon aufs dritte Board gehen, dass ihr da eine Glyphe einsetzen könnt, etc. Da auch wichtig. Apropos Glyphen. Glyphen findet ihr generell im Spiel. Um diese hoch zu leveln, könnt ihr ganz einfach hier in der Stadt hier hin und dann könnt ihr Pits laufen. Und je höher die Pit ist, desto stärker könnt ihr euch die Glyphen leveln. Am Anfang, wir sind noch ganz am Anfang. Pit anfangen. Pit 10 ist quasi T1 dann. Wenn ihr das geschafft habt, ihr T1 freigeschaltet. Und dann arbeitet ihr euch quasi so weiter, bis ihr dann irgendwann seid und dann schwer. Also, das zu dem. Und dann seid ihr eigentlich schon gut dabei. Dann levelt ihr immer schön langsam euer Zeug hoch. Kommt alles. Und gut ist. In dem Leveln einfach die ganz normale Questreihe machen. Und wenn ihr auf das gar keinen Bock habt, zu questen und sonst was, und bei mir in den Chat rein, schreibt, hey Attila, kannst du mich schnell hochziehen? Wir ziehen euch schnell auf Level 60 hoch, geben euch schon Items, wo wir rumliegen haben, und dann könnt ihr schon viel stärker durchstarten. So. Ja, und das ist eigentlich schon alles gefühlt, was ich euch sagen wollte. Eben Weltstufen nicht übertreiben, erst weitergehen, wenn ihr die Monster richtig tötet. Sterben gehört dazu. Genau, das war ich alles. Wenn euch das Video geholfen hat, dann gerne ein Like da lassen, ein Follow und kommt gerne auch in den Livestream. Wir helfen allen gerne und geben das ganze Zeug raus. Wir haben genug Goblins Runs, Mythic Goblin Runs, Mythic Unterstadt Runs. Was mit euch? Noch einen schönen Tag und wir sehen uns.